Ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Fire Emblem. Nicht Fates, nein, sondern Echoes, Shadows of Valencia, wie sogar der Fates, was mir gerade auf der Zunge lag. Aber ich noch rechtzeitig reagieren konnte und das zu so später Abendstunde, 11:30 abends, nicht morgens. Nehme ich gerade auf. Ja, für euch irgendwie kommen die Parts sowieso täglich. Ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen lang Ruhe gehabt. Naja, so Ruhe gehabt, halt Metroid aufgenommen und so. Und bin jetzt natürlich am Überlegen, was war das letzte Mal los? Ja, letztes Mal waren wir bei hier oben noch mit Grief beschäftigt, genau. Da war ja ein ziemlich langer, mühsamer Kampf. Letzte Packing in 50 Minuten oder so. Das ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Hier haben wir noch 2 neue Charaktere bekommen, genau, und ich weiß auch noch, dass ich das letzte Mal nach hier fighten muss, weil wir wieder so dämlich, ja, wisst schon, so Untote aufgetaucht sind, so aus dem Boden rausgestampft und die habe ich wieder zurückgestampft. So, das Team jetzt aktuell, was hat sich geändert? Ich glaube, ein paar habe ich jetzt noch gecatcht. Celica glaube ich kein neues Level, May glaube ich schon, aber wenn man von den Werten her sieht, nicht viel neu. Alter, der Angriff, ey. 20. Das ist nicht mehr normal. Valba, auch übel. Jenny, auch kurz im Level Up. Palla und Katria machen auch ihre Sache gut. Est müssen wir noch ein bisschen gucken, was die so macht. Und sie hat ja einen Fugue-Schild, genau. Aber vor allem mit Excalibur wir natürlich Sonja auch ordentlich reinzimmern. Jessie und Atlas sind auch bereit für die Entwicklung. Neben natürlich Sebo und May, insofern bin ich da natürlich gute Hoffnung. Ansonsten Jessie mal ein bisschen gucken, was er drauf hat. Atlas erst recht, vor allem in der Geschwindigkeit. Bowie und Leon sind noch ein bisschen Ausschussware. Die müssen wir loswerden, sobald es irgendwie geht. Ja, ich weiß, klingt doof und so, ist aber so. So, ich habe irgendwas aufgeschrieben und zwar wollte ich in dieser Folge zuerst kurioserweise irgendwie ein Schild tauschen, ein Eisenschild rübertauschen. Wieso eigentlich ein Stahlschirm, wenn man so frage? Den Eisenschild rüber zu allem. Steht hier auf meiner Liste. Jo, kann ich machen. Aber wieso nicht ein Stahlschild? Der droppt so die Geschwindigkeit, aber ich würde ja eh den Stahlschild demjenigen geben, der... Das war gerade eine gute Frage, wa? Wem gebe ich auch ein Stahlschild? Angucken. Nehmen noch hier scheiß Mana-Kraut. Aha, ja gut, ich würde natürlich Lukas geben. Der braucht keine Geschwindigkeit. Nee, der kann ich ruhig ein Stahlschild nehmen. Dann kann ich vielleicht Luffy ein Lederschild geben, obwohl der hat relativ viel Verteidigung. Für einen Magier wohlgemerkt. Hier Mathilde natürlich noch testen und so. Also generell jetzt erstmal wieder mit allem loslegen. Vielleicht sogar hier auf seiner Route beenden. Das wäre gar nicht mal so übel. Oder hier vielleicht. Wobei Fabe. Die ist Heilerin, die braucht nicht unbedingt irgendwie etwas coolen Ring oder so. Cliff, mehr Verteidigung, ich weiß nicht. Hey, nee, da warte ich lieber mal nach. Aber generell würde ich mal sagen, Eisenschild übertauschen klingt nach einer geilen Idee. Problem ist, ich muss nachher hier wieder abholen. Ich muss hier erstmal gegen den kämpfen. Oh, scheiße. Okay. Oh, nee, nicht euer fucking Ernst. Der kommt das jetzt jedes Mal. Oh, lecco mio. Der Typ macht ja sowieso so weit es irgendwie geht offscreen. Habe ich schon mal erwähnt. Dorfplatz. Hier war doch irgendwo... Da ist der Händler, genau. Ja, der Kreml von mir aus. Genau, ich will einen Gegenstand übergeben. Und zwar... Ich kann es noch mal ganz kurz durchgucken. Irgendwann ist noch ganz cool, aber nicht. Ich glaube, ich gebe echt ein Eisenschild. Ah, nee, natürlich auch ein Stahlschild. Eisenschild könnte ich theoretisch auch noch. Ich warte mal noch, weil wir legen jetzt mit allem los und vielleicht kriege ich dann noch geile Items. Deswegen erstmal nur ein Stahlschild. Weil ich bleibe erstmal mit Celica hier. Mit Celica, wie geht's hier weiter, wa? Oh. Das kommt ja jetzt auch noch. Hä? Okay, mit Celica. Oh, da wird lustig, ey. Wenn ich hier rausgehe direkt. Oh, scheiße. Ja, mit Celica nachher hier hoch, oder? Zum Entwickeln nach der Truppen und dann hier hoch. Also ihr seht, wir haben mit Celica nicht mehr so viel zu tun. Wir müssen offenbar gar nichts mehr. Hä? Crazy. So, mit allem. Ja, mit allem. Mit allem, okay. Ah, ich hab's vergessen. Sorry, Leute. Ich wollte so ein Ding eigentlich offscreen machen, wa? Was? Och nö. Sind die zumindest alle da? Nee, natürlich nicht. Ja, leg mich am Arsch.
Ah, stimmt, aber Claire. Die gute Claire. Und ich habe den Teleport noch. Einmal ganz kurz. Ich will halt, dass jemand zuerst mal den hier versenkt. Der hat nicht viel Verteidigung. Ich hätte trotzdem gerne noch ein bisschen Resistenz. Das haben wir den vergessen. Mathilda wäre mal eine Option, war? Also quasi mit Silk sage, komm, ich switch mal Mathilda hoch. Und gucken, was so abgeht. Ansonsten Clive, der ist sowieso... Ja, er ist halt ein Clive. Ne? Was will er machen? A Clive ist a Clive. So, Clive natürlich. Im Gegensatz zu Clive, der gute Clive. Hey? Clive oder Clive, würde ich immer sagen Clive. Der Clive Clive. Gray natürlich auch immer ganz geil. Der gehört eigentlich auch nach vorne. Nee. Okay, ich habe halt Animation noch ausgeschaltet. Wollte ich bei solchen Gegnern sowieso machen. Weil denen dauert es sonst zu lange. Genau. Also dann gehen wir noch mal gucken, was hier so abgeht. Erstmal so. Ah, können wir doch trotzdem mal. The mother walks with me. Mhm. Das ist eine coole Mother. Das ist ein richtiger Motherfucker. Nee. So. Das Problem ist natürlich, wir haben hier überall diese scheiß Magier. Da kann ich vergessen, mit Lucas irgendwas zu machen. Das. Nee. Wäre eine Katastrophe. Ich sehe gerade, mit Cliff ist auch eine Katastrophe. Ja, toll. Gut, ich habe mit dir natürlich Teleport drauf, ganz geil. Das werden Luffy und Cliff machen. Ja, den beiden da gleich viel. Natürlich aus der Entfernung. Tobin, der Meisterschütze, wird uns niemals enttäuschen. Gray habe ich auch eher weniger Bock drauf, in der Frontline zu stehen. Und Alm eigentlich auch. Also, die werden vielleicht was abgreifen. Vielleicht. So, dann mache ich es mal so. Cleaver nur abgreifen. Na, hier ist mit Magiern natürlich. Vor allem so mit Magiern. Wow. Hat er richtig wehgetan. Es hat ja auch 10 Resistenz. Aha. Bin ich doof. Wisst ihr was, ich gehe wieder zurück. Was mache ich überhaupt? So, Teleport, komm, schickt nach vorne. Wisst ihr, hier habe ich Resistenz oder da vorne fehlt es mir. Bin ich eigentlich doof oder was? Ja, was will er gegen sie machen? Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Kein Kommentar und so weiter. Das war schmerzhaft, oder was mal behaupten. So, ja, bereits erwähnt, das kann ich so eigentlich vergessen. Bei Gray is the same. Gray is the same. Erst mal ganz kurz gucken, wie weit die Hinterreihe kommt. Allgemein ins... Oh, scheiße. Es sind also 2 Stück, die hier vorne angreifen können. Das gefällt mir schon besser. Lass ich alle mit dem Königsschwert mal da vorne. Schick Luffy noch rein, wenn es geht irgendwie. Dankeschön. Cliff macht den gleichen Scheiß. Du stellst dich mal in Position. Du bist bereit für Teleport, Heilung oder Angriff. Je nachdem, was gefordert ist. Und wir machen weiter. Yeah. Jo, Mathilda. Stimmt, ich habe Mathilda gar nicht eingesetzt, wa? Hab ich ja ganz vergessen. So, erstmal gucken. Alter. Ich meine, klar, sie hat 10 Resistenz. Mir war bewusst, dass sie ordentlich reinkloppen würde, aber das habe ich jetzt noch nicht vermutet. Das ist ja wohl, also, nee, ist ja ein Hauptloch. So, Excalibur und weg seid ihr. Nee. Feuer, weg bist du auch, vor allem ihr. Kann ich auch ein bisschen Donner machen, ein bisschen Entfernung. Der killt, der trifft zurück, das will ich nicht. Er hat doch Excalibur, aber... Excalibur kostet natürlich Energie, ein bisschen Feuer reicht es auch, genau. Ein bisschen Feuer in der Hole. Ja, ich hätte auch schwören können, dass es ein bisschen mehr Damage macht.
Der Donner. Ich glaube, zweimal mit 16. Zum guten Trefferquote. Der Schaden muss ich nicht unbedingt haben. Ja, sonst so Schönes. Jo, das bringt's. Okidoki. Yoki. Yokistoki. Sehr gut, mit Silber. Das gefällt mir doch immer. Okay, wieder hier hin. Momentan nicht viel zu tun da vorne. Weiße Magie. Oh, ein bisschen. Aha, schon besetzt. Okay, kein Problem. Dann die gute Claire. Fliegt wohl langsam mal zurück. Vielleicht gibt es für sie auch noch etwas. Umfällt sogar ein Level up. Mal gucken. Luffy, man merkt sie mal, er will unbedingt seine Schwester retten und das so schnell es geht. Wow. Das ist ein Wahnsinn, wie Schaden das macht. Da triffst du gar nicht da hinten. Stahlbogen for the win. Wie weit treffe ich eigentlich mit dem Silberbogen? Was überhaupt so weit es gibt hier. Könnte sein, dass es das nicht gibt. Scheiß Rettungsstab. Teleportstab mit Rettung. Teleport. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ansonsten ja Alm. Mit Alm könnte ich ein Tänzchen wagen. Um nicht sogar zu sagen, ich könnte verzagen. Ich überlege gerade mal, was ich am besten treibe. Mit der Option halt, dass ich im Idealfall am meisten treffe. Du triffst ihn auf 2 Felder, doch. Also ganz vergessen, du hast den Klassen. Ja, den Klassenmove auch, aber vor allem den krassen Move drauf. Schwarze Magie, Nosferatu. Schwarze Magie, Nosferatu. Ja. Quit im ersten Mal ist nach wie vor etwas, wo die Leute sagen, jo, kann man machen, muss man aber nicht. So, Alm Level Up. Sehr gut, Level 11. Ja, gefällt mir. Luffy, Matilda hat es nicht unbedingt nötig, da würde ich sagen, mache ich Excalibur und tschüss. So. Trefferquote for the win. Da hat er jetzt aber auch gesagt. Sehr gut, Freunde. So gefallen mir die Kämpfe. So müssen sie sein. Beide Size Vorplatz. Oh, da kommt schon der nächste. Ja, leg mich am Arsch. Okay, direkt. Ah, das ist natürlich... Scheiße. Scheiße. Problem ist, ich wollte eigentlich den Schild abholen. Aber, wenn ich jetzt hier ein Schild holen gehe, ist der schon wieder hier unten. Es kann wohl auch sein, dass wenn ich jetzt hier raufmarschiere, habe ich nicht nur den als Gegner, sondern der kommt direkt auch noch. Dann wäre ich richtig am Arsch. No risk, no fun. Schwein gehabt. Zweite Schlacht im Wald von Sophia. Ja, Lukas muss noch ein bisschen auf sein Schild warten. Ein Valley Solli. Was? Alter, die Streitmacht. So, bin ich überhaupt... wo sind die eigentlich alle? Das hat ja alle verteilt. Die kommen alle von da. Das sind alles Beritten. Da werden Matilda ihre Freude dran haben. Den Eisenlanze. Da haben wir so einen Typen. Nichts Besonderes soweit. Lawson. Oh, Verteidigung, Alter. Aber kein Glück. Glück für mich. Macht 100. Oh, na gut, ist ein Rittmeister. Ja, Matilda wird sich an dem ein bisschen abreagieren. In Kombination natürlich mit ihrem Mann. Nee, das weniger. Aber eigentlich mit Cliff und Luffy und vielleicht sogar noch ein bisschen mit Alms Hilfe, Königsschwert und so. Aber man sieht, das sind viele, viele Ritter. Ich brauche also... Ja, nicht verlassen. Ich sag nicht verlassen. Positionen. Ich brauche da... Wieso ist hier jemand alleine? Hä? Was bringt das? Gut, Claire in die Mitte. Ich brauche auf beiden Seiten jemanden, der abblockt. Verteidigung. Okay, ich brauche natürlich auch ein bisschen Mobilität.
mache hier drüben natürlich noch einen Heiler. Ich schicke am ersten Mal Silk rüber. Dann habe ich hier... Ob das die beste Wahl war. Ich meine, hier habe ich eigentlich 3 gute in der Abwehr. Ja, Tobin ist auch gut in der Abwehr, muss man mal so sagen. Das passt, das passt schon. Die sind hier ein bisschen Rücken und so, das heißt, die werden da vorne alles dicht machen. Zu dritt, wenn es irgendwie geht. Hier, oh, da wird lustig. Schlacht beginnen. So, Optionen wieder einstellen. Wird ein bisschen länger dauern. Dann schauen wir doch mal, wa? Wie bereits erwähnt, die haben eigentlich alle nicht wirklich was drauf. Klar, die haben eine Eisenlanze. Mein Gott, die machen wir gleich in die Hose. So, kann die noch irgendwie ein bisschen markieren. Haben wir die da oben noch. Die haben da auch nichts. Eine Eisenlanze, nichts. Nee, alles perfekt. So, Lucas. Cliffside. Clive, Entschuldigung. Stand back, genau. Ja, das sowieso. Hoffen wir's. Okay, generell muss ich natürlich sagen, hier habe ich deutlich mehr Gegner als hier drüben. Also, wobei, könnte das auch ein bisschen täuschen. Ich glaube, die richtige Strategie wäre hier mal schnell in den Wald. Vielleicht schon mit einem oder anderen abfangen. Zumindest die so weit reiten können, also sprich die Vorderreihe. Und dann macht ihr sie alle platt. Fee mit Purgativ und Rettung. Einfach eine Option, dass ich Fee sogar sage, komm, ich stelle gar nicht hier hin und so, ich stelle sie hier in die Mitte und setze Rettung ein. Würde sich eigentlich perfekt anbieten, also sich selbst zu schützen und sagen, okay, Rettung mit Lucas vor sich hin, keiner trifft sie mehr. Keine Chance. Könnte man sich auch überlegen. Gut, ja, das heißt nicht umsonst Ritter tot. Wobei, Ritter, ist eigentlich nicht für Gepanzerte gedacht. Der Ritter tot. Seit wann ist Clive so stark? So, immer schön vorschwächen, das gefällt mir doch sehr. Dann schon mal die ersten, dann kommen bereits die nächsten. Ja, es... Immer Seitenwechsel. Wollen wir verarschen? Ja, die ursprüngliche Strategie wird langsam sehr... Ja, ich mach's so, ich schicke sie in die Mitte, weil das ist mir sonst zu gefährlich. Da kommt jetzt einer nach dem anderen. Leck mich am Arsch. Jetzt ziehen wir sogar in die Mitte zurück. Es ist irgendwie sinnvoller, Leute. So. Wollte gerade sagen, natürlich muss das wieder passieren, wa? Wobei kann natürlich... jetzt sag ich mal Clive natürlich auch gut abdecken. So. Jetzt kommen vor allem die Schwächen noch. Die wird Claire auch abfangen. Ja, das schafft sie schon. Ich habe da volles Vertrauen in sie. Hier wird es gerade ein bisschen enger, vor allem mit The Water Walks with Me. Weil es gerade ein bisschen sehr eng werden. Ich überlege sogar gerade ein bisschen die Positionierung zu tauschen. Was vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Wobei, wenn das der Plan war, habe ich es gerade ein bisschen vergeigt. Eigentlich hätte ich Clive hier stehen lassen sollen und mit Lucas hier unten und mit Tobin dann außen. Das wäre auch noch sinnvoll gewesen. Jetzt habe ich halt das Problem, dass die hier alle voll in der Offensive stehen. Never count Tobin out.
Wäre auch klar, wenn ich hier auch in die Mitte fliehen würde. Aber erstmal hau ich jetzt mal so ab. In der Mitte klingt doch ein bisschen verlockend. Andere Variante wäre gewesen, auf einer Seite echt die ganzen Abwehrspezialisten. Mit der anderen wäre in die Mitte geflogen quasi. Endlich im Wald versteckt, dann erstmal die eine Seite platt gemacht, nachher die andere. Das hätte man auch machen können. Alter, bei Claire, da kannst du drauf gehen. In einem von 2 Fällen, also 50% Chance, wenn es das erste Mal nehmen geht, ist es so sauer, dass es im zweiten Mal crittet. Irgendwie fällt mir gerade mal so auf, war die Frauen in Clives Nähe sind ein bisschen imbar, wa? Mathilda, Claire, nur er selber ein bisschen der Schwächling. Also ja, vielleicht ist er auch Gentleman, wa? Könnte ja auch sein. Ja, was mache ich jetzt mit euch, wa? Ich meine, Clive, das ist nicht mehr die gute Abwehr. Die gute Abwehr, wegen Wald und so, war ein Vorteil. War so relativ gut gerade Schaden. Lucas muss eh keine Sorgen machen. So. War er doch drin? Natürlich eine Crit-Chance von 1. 1! Er crittet. Das kann nur mir passieren. Das kann nicht anders sein. Sollte man eigentlich noch quatschen. Das freut mich für euch. Muss aber trotzdem ein bisschen gucken. Wie ich euch jetzt positioniere vor allem, wa? Quatschen, vielleicht später. Ich muss da jetzt echt erstmal hier ein bisschen Sicherheit bringen. Dann lassen nämlich alle mal so, wie sie hier sind. Sie kommen natürlich noch weg. Ich muss noch ganz kurz gucken, ob ich irgendjemanden hier retten muss. Das könnte je nach Situation mal so eine doofe Idee sein. Toll, bin ich eingeschlossen. Hilfe! Komm nicht raus! Was da steht Lucas da rein? Fertig. Sollen sie ihn angreifen? Und dann kann er echt so doof. Triff ich ihn da draußen? Nee. Wäre aber geil gewesen. So, dann wie mache ich es hier? Ich würde eigentlich sagen... Sie killt ihn. Komm, du greifst Sammler an, alle muss treffen. Scheiße. So viel zu der hübschen Theorie. Ich wollte gerade sagen, trinkt doch gefälligst mal ein bisschen Zielwasser hier. Meine Güte, Freunde, what's going on hier und so. Ich weiß gerade nicht, wie weit ihr Ding reicht. Scheiße, ich muss hier hin. Nein! Nicht weit genug. Was ich treibe, ich komme da nicht Team positiv. Okay. Ja, aber dann muss ich gleich zurückspulen. Es ist nur noch der es erreicht, wa? Ja, ist nur der. Das eine müsste sie eigentlich schon abwehren, vor allem ist ein bisschen geschwächt, das heißt, sie greifen noch zurück an und so. Darf gar nicht an. Lustig. Hat auch schon lange nicht mehr. Critical Claire is back to business. To business. Und Level up. Warte, mittlerweile schon, ist schon relativ weit, wa? Alter, die Werte. That's I like it. Aua! Critical Claire, what's going on? Klar, greift natürlich die mit dem Ritter-Tod an. Das ist immer die beste Idee. Ja, ich weiß, der Tod ist gegen den Ritter und nicht gegen den Berittene, aber trotzdem, es ist eine starke Waffe, also. Ja. Meine Welt hat sich gerade nicht bewegt, wenn du mal so fragst. Aua! So. Vor Sophia!
Hat Sophia, ich habe gerade irgendwie Sophia im Kopf gehabt. So, Freunde, wir langsam gerne mal den Part beenden und dann nächste Folge. Der scheiß Kampf, ich will eigentlich doch zurück in die Stadt. Wegen dem Eisenschild. Wir machen halt den Part drin, was soll's. Jetzt sind wir doch auch noch so weit. Zweimal? Wieso sind die so lahm? Was ist los hier? Weich bitte aus, Matilda. Ja, danke schön. Zum Glück stehe ich im Wald. So, Freundchen. Schluss mit lustig. Hier kommt mein Königsschwert. Ups. Hatte ich irgendwie ein bisschen stärker in Erinnerung. So langsam mal fragen, what's going on hier und so. Könnte ich erstmal ein bisschen donnern, war. Oh yeah! It's Thunder in the hole! Trotzdem nicht zu übermütig werden, Freunde. Wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Wieder hier bei Fire Emblem Echo, Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis dahin, ciao zusammen.